Vielleicht steckst du gerade mitten in einem Familienalltag, der dich komplett an deine Grenzen bringt. Vielleicht hast du schon vieles probiert und trotzdem bleibt alles gleich. In dieser Folge teile ich den Erfahrungsbericht einer Familie, bei der sich durch eine gezielte Ernährung innerhalb kurzer Zeit unglaublich viel verändert hat. Nicht nur beim betroffenen Kind, sondern im ganzen Familienleben. Hey, du Family Hero! Bereit, deinen anspruchsvollen Alltag neu zu gestalten? Erfahre, wie gezielte Ernährung das herausfordernde Ich Verhalten bekomme deines viele Kindes Nachrichten von nachhaltig Familien, verbessern die kann. sich Ich kaum bin mehr Pascal vorstellen Henny von können, FEBA, der dass ihr Fachstelle Alltag Ernährung bei jemals ADHS, wieder und sage rückblicken dir, könnte. ein entspanntes Familien, die ständig Familienleben unter ist Strom möglich. stehen, Los Eltern, die geht's! funktionieren müssen, obwohl sie innerlich längst total erschöpft sind. Und genau so ging es auch dieser Familie. Der Vater hat ADHS, die 11-jährige Tochter ADS, der 8-jährige Sohn starkes ADHS, der 5-jährige Sohn und die Mutter sind nicht betroffen. Diese Familie hat sich entschieden, FEBA zu machen und sind jetzt mitten im Ernährungsprogramm. In der letzten Podcast-Folge ging es ja um die Auswirkungen, die eine schwierige Familiensituation mit einem verhaltensauffälligen Kind auch auf die Beziehung als Ehepaar haben kann. Und während ich eben genau diese Folge vorbereitet habe, war diese Mutter im wöchentlichen Live-Call und hat uns allen erzählt, wie stark Feba nicht nur ihrem Sohn, sondern ihrer ganzen Familie und auch ihrer Ehe geholfen hat. Es hat uns alle so berührt, was sie da erzählt hat, und ich habe sofort zu ihr gesagt, bitte schreib mir das auf. Noch am selben Abend hat sie mir diesen Erfahrungsbericht geschickt. Und genau diesen Erfahrungsbericht möchte ich heute mit dir teilen. Ich lese ihn genau so vor, wie ich ihn erhalten habe. Bei unserem Sohn Joris haben wir bereits nach wenigen Tagen einen Unterschied bemerkt. Obwohl sein Verhalten in den ersten Tagen noch ähnlich war wie immer, merkten wir sofort, dass es in der Intensität abgenommen hatte. Das Erste, was wir nach wenigen Tagen mit großer Freude bemerkten, war, dass Joris begann, sich verbal zu seinem Befinden zu äußern. Etwas, das er zuvor nie getan hatte. Früher reagierte er ausschließlich mit Wut und Frust, er schlug um sich, machte Dinge kaputt und hatte Schreianfälle. Doch bereits nach 3 Tagen Feba konnte er plötzlich erzählen, was ihn frustrierte, seine Gefühle in Worte fassen, seine Bedürfnisse äußern, sagen, was er braucht, um Hilfe bitten und auch Unbehagen ausdrücken. Das nächste, was passiert war, dass Joris, der sich früher nie alleine beschäftigen konnte, nach 4 Tagen Feba eines Morgens von sich aus ein Buch nahm und 45 Minuten am Stück konzentriert gelesen hat. Mein Mann und ich konnten es nicht glauben. Es war noch nie so still gewesen in unserem Haus und wir hatten dieses Verhalten bei unserem Sohn noch nie vorher beobachtet. Nach 1 bis 2 Wochen Feba merkten wir dann, dass er das erste Mal nach Jahren einen ganzen Tag lang seinen Bruder nicht geplagt hatte. Es verging früher kein Tag, ohne dass er seinen kleinen Bruder plagte, schlug, provozierte oder sonst irgendwie ärgerte. Wir hatten alles Mögliche probiert und konnten früher das Verhalten nicht ändern. Ich konnte als Mutter teilweise den Raum nicht verlassen, um auf die Toilette zu gehen, weil ich wusste, dass Joris auf seinen Bruder losgehen würde und so gewalttätig sein würde, dass ich um das Leben von Timo Angst haben musste. Nach 2 Wochen Feba war dieses Verhalten komplett verschwunden. Für unsere Familie bedeutet das ein völlig neues Leben. Ich kann Pascal und Feba gar nicht genug danken. Es ist für uns wie ein Wunder. Mein Sohn hat nun auch ein viel breiteres emotionales Spektrum. Er kann Trauer, Müdigkeit und Freude ausdrücken
ohne in einen aufgedrehten Zustand zu kippen. Da wir als ganze Familie Feba machen, habe ich auch Veränderungen im Verhalten meiner 11-jährigen Tochter bemerkt. Bei ihr ging es etwas länger, aber sie ist selbstständiger geworden, denkt selbst daran, ihre Hausaufgaben zu machen, sie ist viel weniger vergesslich und viel zuverlässiger geworden. Mein Mann, der ebenfalls ADHS hat, hatte anfangs sehr Mühe. Seine Symptome wurden in den ersten 2 Wochen sogar stärker. Aber nach einer gewissen Zeit beruhigte es sich auch bei ihm. Früher schrie er die Kinder regelmäßig an und hatte häufig Wutanfälle. Streit gehörte bei uns fast zum Alltag. Mindestens einmal pro Woche hatten wir einen großen, explosiven Streit. Jetzt sind wir in der 4. Februarwoche und ich habe festgestellt, dass mein Mann und ich seit 3 Wochen keinen Streit mehr hatten. Feba hat nicht nur unseren Kindern geholfen, sondern auch unserer Ehe. Ich bin unendlich dankbar und empfehle jedem, der noch zweifelt, Feba unbedingt auszuprobieren. Es lohnt sich. Die Veränderungen wurden bei uns sehr schnell sichtbar. Was sind schon 6 Wochen Weglassphase, wenn man danach ein komplett neues Leben hat? Ja, solche Erfahrungsberichte berühren und ich weiß, wie sich diese Familien fühlen, aus eigener Erfahrung, aber auch, weil ich die Leidensgeschichten in den Gruppenkursen und auch in den 20 Minuten Gesprächen höre. Und viele Eltern beginnen irgendwann zu glauben, sie hätten versagt, dass sie zu wenig konsequent seien, zu wenig Geduld haben oder einfach irgendetwas falsch machen. Aber genau deshalb ist es mir so wichtig, über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Verhalten zu sprechen. Denn wenn ein Kind plötzlich beginnt, Gefühle in Worte zu fassen, wenn Konflikte verschwinden und sich das ganze Familienleben verändert, dann ist das nicht einfach wegen dem schönen Wetter oder sonst irgendetwas. Diese Familien wissen, das hat es noch nie gegeben. Und nein, eine Ernährungsumstellung ist nicht immer einfach. Sie braucht Vorbereitung, Konsequenz, Durchhaltewillen, aber sie kann so unglaublich viel verändern. Und sie bringt in den allermeisten Fällen schon nach kurzer Zeit so eine große Beruhigung und Entlastung, dass man noch so gerne 1,5 Stunden pro Tag länger in der Küche steht. Glaub es mir. Oder denkst du nicht, dass diese Mutter aus dem Erfahrungsbericht diesen Aufwand nicht noch so gerne auf sich nimmt? Ich hoffe einfach, dass dieser Erfahrungsbericht dich berührt hat und dir vielleicht auch etwas Mut machen konnte, denn genau solche Geschichten zeigen, was möglich werden kann. Du bist jetzt mit mir auf dieser Feba-Reise und es freut mich natürlich sehr. Ich wollte dir sagen, bleib unbedingt bei mir. Und merci fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.